Ja, damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, wir nähern uns dem Saisonende, Leute. Spiel in Wolfsburg gestern, letzter Spieltag. Ja, ich denke, groß meckern brauchen wir da nicht. 4-0, klare Kiste eigentlich. Wir können auch mal einen Blick auf die Statistiken werfen. Übrigens hier auch ein schönes Bild. Ne? 30. Titel. Wir können am kommenden Samstag den 20. Pokalsieg holen. Das würde bedeuten 50 deutsche Titel. Da gibt es bestimmt ein extra Shirt oder sowas. Bin mal gespannt. Zum Spiel selber. Ja, Leute, was soll man groß sagen? Es war okay, es war ein gutes Spiel. Ich meine, 4-0 sagt alles. Ja, irgendwo ist es vielleicht ein bisschen schade, dass wir nicht noch 1 oder sogar 2 gemacht haben. Also, Chancen waren genug da, allein in der ersten Halbzeit, dass wir nur 1-0 oder 2-0 jetzt dann zur Halbzeitpause geführt haben. Da hätte es auch 3-4-0 stehen können. Wir hätten auch in der zweiten Halbzeit locker noch 2-3 Tore mehr machen können. Ich sehe gerade. So seht ihr vielleicht ein bisschen besser. 2-3 Tore mehr machen können. Also Rekord wäre drin gewesen. Aber ich glaube, das ist eher so eine mediale, vielleicht Fansache. Ich glaube nicht, dass die Spieler das so auf dem Ticker haben. Weil sonst hätten sie da wahrscheinlich im Spiel vorher ein bisschen anders, wenn sie da aufgetreten oder was weiß ich. Spielt aber auch keine Rolle, Alter. Wir haben 100 Tore geschossen in dieser Saison. Mega. Ja, ansonsten, wir können kurz einen Blick draufschmeißen. Die Statistiken sagen, schon während des Spiels, wo ich die gesehen habe, ich weiß nicht, wo Wolfsburg 12 Torschüsse hatte. Ich kann es euch nicht sagen. 12-16 auf jeden Fall, aufs Tor 14-9. Aufs Tor habe ich einen gesehen, den der Neue halten musste. Die anderen 3 waren Rückgaben. Das kann man nicht anders nennen. Zumindest meiner Meinung nach 3-6 Ecken, Flanken 11-15, Ballbesitz 61% für uns. Zweikämpfe 58% gewonnen, das sagt eigentlich alles aus. Vielleicht mal ganz kurz zur Schiri-Leistung was. Die war meines Erachtens nach unterirdisch schlecht. Nicht nur der Schiedsrichter, auch der Videoschiedsrichter. Wir haben wieder richtig gut auf die Socken gekriegt, ohne dass überhaupt gelbe Karten verteilt wurden. Weil man das dann so auslegt wie Kampf um den Ball. Trotzdem mal mit der offenen Sohle da irgendwie den Unterschenkel aufschlitzt, Alter. Beziehungsweise die Wade. Ja, ob das dann Kampf um den Ball ist oder nicht, das ist für mich eine rote Karte. Fertig aus. Das war nicht nur die einzige Szene, es waren noch 2, 3 Szenen so mit offener Sohle. Wo halt gar nichts war, keine gelbe, nix. Weiß ich nicht, was die Leute da immer sehen. Dann natürlich das glasklare Handspiel vom Torwart außerhalb des 16ers. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, erklärt mir den Sinn des Videoschiedsrichters. Ich meine, es gab noch nicht mal einen Freistoß, so dass man hätte sagen können, es war ja jetzt keine krasse Fehlentscheidung, deswegen greifen wir nicht ein. Nee, es gab gar nichts. Und der Torwart hat aber so. Ja, was ist das dann? Schützend vor die Brust gehalten oder was? Hätte er so vorm Gesicht gehalten, da hätte man das ja noch vielleicht damit argumentieren können, aber doch nicht so. So hat er den Ball gespielt. Alter, ich meine, das ist eine kleine, die müssen wir uns jetzt nicht hochziehen bei 4-0. Aber mal so auf dem Videoschiedsrichter, ich bin fest davon ausgegangen, jetzt kommt ein Pfiff, geht mit Rot runter. Nix, gar nichts. Och, letzter Spieltag, also den ignorieren wir einfach. Ist ja der FC Bayern, ne? Ist ja scheißegal. Lächerlich. Wie gesagt, Schiedsrichter war für mich ein Graus. Videoschiedsrichter. Leute. Schüsse insgesamt, Knabri 5. Alter, Note 6. Nehme ich schon mal vorweg, Alter. Ja, der Knabri kriegt bei mir sowieso immer eine Note schlechter wie alle anderen, gebe ich euch vollkommen recht. Aber das war wieder ein Totalausfall, Alter. Erstmal hat er egoistisch gespielt wie der letzte Honk, Alter. Wir hätten locker 2 Tore mehr gemacht, wenn er mal abgelegt hätte. Und wenn er schon meint, er muss selber schießen, dann kann es ja wohl nicht zu viel verlangt sein,
wenn man ihn auf ein leeres Tor aus 3 Metern nicht in den Himmel schießt, wie beim Football, Alter. Meine Fresse, war der schlecht, ey. Ich fange nicht wieder mit dem gleichen Thema an, von wegen da hinten arbeiten. Das war nämlich gar nicht da. Lewandowski war auch schlecht. Muss man auch mal sagen, ja. Wer war noch richtig schlecht, war der Alaba, Alter. Alaba war auch Note 6. Ganz klar. Oder das muss man auch mal sagen. Er hat so eine starke Saison gespielt. Gestern war der unterirdisch schlecht. Unterirdisch schlecht. Da gibt's auch keine zwei Meinungen. Ja, ich meine, man sieht schon hier, dass er unter Ballkontakte gar nicht erst auftaucht, weil, ja, ich glaube, die Mitspieler haben das dann schon gemerkt und haben ihm schon gar nicht mehr den Ball gegeben, Alter. Weil jeden Ball, den er gespielt hat, war ein Fehlpass. Und das waren alles Fehlpässe, aus denen Angriffe eingeleitet wurden. Also, weiß ich nicht, Alter. Wenn man so eine Form hat, ja, ich frage mich dann immer, ja, spätestens in der Halbzeitpause kann man doch zum Spieler hingehen und sagen, weißt du was, hör mal, heute ist nicht dein Tag, oder? Merkst du es selber, ne? Ich nehme dich mal raus. So, wo wäre das Problem, Alter? Also, wie gesagt, da gibt es nämlich keine zwei Meinungen, aber unterirdisch schlecht. Wer mir gut gefallen hat, war Coman. War in 2, 3 Situationen vielleicht auch zu eigenwillig, wie der Gnabry. Hat aber wenigstens ein Tor gemacht. Ja, das ist das zweite auch aufs leere Tor. Gut, er war ein bisschen rechts. Aber den schiebe ich rein, wenn du mir die Augen verbindest. Keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden. Hat mir aber besser gefallen wie der Gnabry, weil der Coman einfach... Da gab es 2, 3 sehr gute Szenen, die man den Gnabry mal vorspielen könnte. Dass er halt in den Zweikampf rein ist und dem Mann 50 Meter zurückgesprintet ist und hatte den Ball zu holen. Alter. Und ist dann auch nicht stehen geblieben und sowas. Vorbildlich, von daher. Da kann man auch vorne verzeihen, wenn man da mal ein bisschen egoistisch ist. Ist nun mal ein Offensivspieler. Alles gut. War der Levi übrigens genauso, ja, muss man auch mal fairerweise sagen. Ansonsten Davis, ja, ich meine, der sieht ja, steht auch hier mit 88 Ballkontakt. War ein bisschen unauffälliger, wie sonst, fand ich, war aber okay. Boateng, ja, Boateng war auch okay. Ansonsten, was ist mir noch aufgefallen, ja, Cuisson hat mal so ein bisschen was gezeigt, was er drauf hat. Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, eigentlich nur das, was er bei uns gespielt hat. Ja, und so zwischenzeitlich, ich weiß nicht, in dem Spiel, war glaube ich im letzten Spiel, hat er mich auch ein bisschen am Schweini erinnert, muss ich mal sagen. Also der Laufstil und so und dann so der Blick und sowas. Bin gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Ich war da auch sehr skeptisch. Ich habe von ihm, wie gesagt, ich habe Gladbach nicht so beobachtet, irgendwie letztes Jahr oder sowas. Ich habe ihn nicht auf dem Zettel gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, was er kann, was er nicht kann. Ich denke, er hat seine Chance genutzt, muss man mal so sagen. Man muss ihn jetzt nicht so hoch über den Klee loben, wie das die Presse gerade macht. Das fand ich jetzt nicht. Er hat gestern ein gutes Spiel gemacht, na klar. Schönes Tor geschossen, keine Frage. Elfmeter rausgeholt, keine Frage. Ja, aber ich bin da immer weit von weg zu sagen, er ist jetzt so der nächste, was weiß ich was. Ne? Das muss man mal abwarten, wie er sich entwickelt. Ob er bei uns bleibt oder nicht. Ob verliehen wird. Ja, keine Ahnung. Aber hat der Flick anscheinend auch irgendwie hingekriegt. Und anscheinend er auch selber, so wie der Flick sagt, da hat er jetzt die richtige Einstellung zu der ganzen Geschichte. Und ja, wer weiß, was sich daraus entwickelt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ansonsten, was sollen wir groß zum Spiel sagen, Alter? Wolfsburg war enttäuschend. Ja, normalerweise hätten wir 3, 4 Tore mehr machen müssen. Ja. Wirklich müssen. So, das wäre das Einzige, was man kritisieren kann, aber was soll man beim Auswärtssieg von 14-0 kritisieren am letzten Spieltag, wo es für uns um nichts mehr geht? Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen, Alter. Guckt euch mal das elendige Kackvolk aus Dortmund an. Die zweimal hier eine Wettbewerbsverzerrung in der Bundesliga machen, wie Dr. King Karl, Alter. Ich möchte nicht wissen, was da irgendwie an Geld oder sonst was geflossen ist. Das kann mir auch kein Mensch erzählen, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Wir reden hier über den Tabellenzweiten, ja, der eine gute Saison gespielt hat. Der verliert dann gegen Mainz, wodurch die Mainzer safe waren. Und dann verlieren sie noch als Krönung so am letzten Spieltag 4-0 gegen Hoffenheim. Damit die Hoffenheimer sicher im Europacup sind oder was. Also, Leute. Also, da gibt es auch keine Ausreden, ja? Jetzt mal ganz ehrlich, da gibt es keine Ausreden. Was wollen die mir sagen, dass die ganzen 16 Fußballspieler auf einmal das Fußballspielen verlernt haben in den beiden Spielen?
So, das war ein Armutszeugnis. Ist ein Armutszeugnis. Ist eine Schande für die ganze Bundesliga, Leute. Ist wirklich so. Also ich habe da kein Verständnis für, so eine Wettbewerbsverzerrung zu machen. Und nichts anderes ist es. Machen wir uns nichts vor. Wenn es da um die goldenen Ananas geht, zwischen Platz 2 und einem, der auf Platz 9 rumtingelt, der nicht mehr nach oben, nicht mehr nach unten kann, alles gut, Alter. Dann geh mit der Einstellung rein, Arsch lecken, ich habe keinen Bock und lass dich fehlen aus dem eigenen Stadion schießen, ja. Aber nicht bei sowas, Alter. Und vorher schon bei Mainz war es noch eklatanter, muss man fairerweise sagen. Ja, das mal dazu, das wollte ich mal loswerden, ja. Soll jetzt hier nicht um die verkackten Schwarz-Gelben gehen oder sonst wen, aber boah, Leute, das riecht mich auf. Wie gesagt, vielleicht mache ich nochmal so ein Video, so meine Analyse der Bundesliga-Saison. Ich denke, sowas werde ich nochmal raushauen. Allerspätestens, ja, wenn ich Urlaub habe, ist ein bisschen spät, wa? Habe ich erst im August. Nee, will ich aber nochmal machen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf und ja. Ja, ansonsten gibt es zum Spiel halt eigentlich gar nicht viel zu sagen. Man sieht aber auch hier gewonnene Zweikämpfe vielleicht nochmal. Davis 10, Q-Song 9, Müller 6. Müller aber auch okay, muss ich sagen. Hat man auch wieder gemerkt, so zum Ende hin, dass er ein bisschen platt war. Was aber auch okay ist. Ist immer nicht immer der Jüngste und so weiter, ja. Torschussvorlagen, Gnabry 3, Müller 5, Coman 1. Ja, weiß ich nicht. Ihr merkt ja, ich persönlich werde mit dem Gnabry nicht mehr warm, Alter. Obwohl seine Statistiken ja gar nicht so schlecht sind, irgendwie. Was hat er? 12 Saisontore, 10 Vorlagen oder sowas. Aber irgendwie seit dem Restart, ja, habe ich von ihm nichts mehr gesehen. Keine Ahnung. Aber gut, das Thema Gnabry wärmen wir jetzt mal nicht mehr auf. Ja, so viel zum Spiel, Alter. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich meine, wir können uns hier nochmal kurz Blick auf die Tabelle werfen. 100 zu 32 Tore ist natürlich schon mega, Alter. Dass wir natürlich jetzt hier noch wieder 13 Punkte Vorsprung haben, ist nun mal einfach ein Armutszeugnis. Ja, ist halt so. Ja, hier, wie ihr seht, brauchen wir nichts zu sagen, oder? Klar, bei den Mainzern kann man jetzt so argumentieren, ja, haben sich ja aus eigener Kraft jetzt gerettet, wenn man die 3 Punkte abziehen würde. Ja, aber hätten die in Dortmund eine Klatsche gekriegt, hätten die wahrscheinlich danach das Heimspiel auch nicht gewonnen. War, glaube ich, gegen Bremen sogar, oder? Und dann wäre das schon wieder ganz anders ausgegangen, bin ich mir sicher, aber hey. Es sei den Mainzern gegönnt, sei auch den Hoffenheimern gegönnt, ist mir eigentlich wurscht. Aber als Dortmunder muss man fairerweise sagen, ist es ein Armutszeugnis. Meine Meinung zumindest. Ja, ansonsten, wir sind Meister, alles safe, alles tutti. Nächste Woche Samstag Pokalspiel gegen Leverkusen. Bin ich gespannt. Ich hoffe, wir sehen endlich mal, ja, wie ich schon im letzten Video sagte, endlich mal ein Spiel irgendwie mal auf Augenhöhe oder sowas. Wenn ich das aber so sehe, was wir die letzten Spiele gespielt haben, wage ich das auch ein bisschen zu bezweifeln. Da müssen wir schon irgendwie nur einen mittelmäßigen Tag haben und die Leverkusener irgendwie einen sauguten, damit das irgendwie da gefährlich wird, denke ich. Aber wer weiß, im Fußball ist alles möglich. Das ist das Schöne, es ist ein Spiel, von daher ist alles möglich. Ja, ansonsten vielleicht noch ein paar Transfergedanken. Im Moment liest man ja viel, von wegen Thiago und Alaba. Thiago, bin ich der Meinung, wird uns schon wehtun, wenn er wirklich geht. Ja, ich weiß nicht, die Gedankengänge sehe ich jetzt nicht so ganz. Bei Thiago, klar, kann man es verstehen, wenn er jetzt irgendwie sagt, er möchte nochmal auf hohem Level zurück nach Spanien oder vielleicht nochmal nach England oder sowas. Klar, kann man irgendwo nachvollziehen. Vielleicht auch, weil jetzt so die spanische Abteilung bei uns wird ja irgendwie gerade so aufgelöst irgendwie, ne? Der Odriozola geht eh zurück, der ist ja nix. Coutinho wird auch nicht bleiben, bin ich mir sicher. Aber wenn Martinez weggeht, ja, dann ist nichts Spanisches mehr da. Boah, dann ist der Thiago alleine. Vielleicht spielt das auch so eine Rolle bei ihm. Weiß man ja nicht, ne? Wenn so die Kumpels alle weg sind, wer weiß. Ich fände es schade. Ich fand, Thiago hat mega stark gespielt unterm Flick. Auf der anderen Seite, ich meine, was man jetzt so gelesen hat, Schmerzgrenze 40 bis 60 Millionen, wenn wir da irgendwie 50 Millionen kriegen und du die dann irgendwie
weiter investierst in den Harvards und legst 50 drauf und holst ihn für 100. Keine Ahnung. Thiago ist 29, von daher, ja, kann man die Überlegung vielleicht irgendwo verstehen. Sollten wir ihn verkaufen, brauchen wir auf jeden Fall Ersatz. Das ist nun mal Fakt. Ich meine, gut, wenn der Q-Saw, aber das kannst du schwer einschätzen. Er hat jetzt mal 1, 2 gute Spiele gemacht, mal von Anfang an. Da weiß halt nicht, in welche Richtung das geht, ne? Aber klar, ist eine Alternative, wird aber definitiv in der zweiten Reihe sein. Goretzka, ja, hat auch eine super Entwicklung genommen, wie ich finde. Zwischendurch hat er noch das Problem gehabt, dass er immer also abgetaucht ist und sowas. Aber gestern, was mir halt auch imponiert hat, er hat ja wirklich nicht nur das eine Foul, er hat auch so richtig gut auf die Knochen gekriegt. Ne? Er ist aber keiner, der dann da so wie der Hernandez da rumschreit, rumkugelt und was weiß ich was. Hat sich durchgebissen, Alter. Muss man ganz klar sagen. Hut ab. Der perfekte Mann da an der Ort und Stelle, wie man so sagt. Aber natürlich jetzt nicht so der Kreative, wie es der Thiago ist. Auch der Kimmich nicht. Ja? Das sind für mich ein bisschen andere Spielertypen. Von daher finde ich es persönlich schon sehr schade, wenn der Thiago geht. Wir werden sehen. Alaba, ja. Ja, wie gesagt, persönlich finde ich es auch schade. Ist ein super Typ, ein super Spieler. Da würde ich mir eher wünschen, dass der Hernandez geht. Obwohl ich denke, der Brazzo wird sich da nicht die Blöße geben, zu sagen, oh nee, da habe ich aber so einen Fehleinkauf letzte Saison gemacht und wir geben den jetzt 40 Mille weg, machen 40 Verlust. Das glaube ich nicht, dass er sich die Blöße geben wird. Ich würde es mir wünschen, ja, für den Sinne des Vereins, weil ich sehe ihn nicht bei uns. Ich sehe ihn definitiv nicht bei uns. Sei denn, er ändert seine Einstellung von wegen Schwalben, Rumgeschreie und sowas. Ja, dann ja. Qualität hat er schon mal ein bisschen aufblitzen lassen. Klar war er lange verletzt und sowas. Alles gar kein Problem. Da kann man keine Wunderdinge erwarten. Aber diese Einstellungssache muss bei uns geändert werden. Also das ist für mich ein Unding. Das möchte ich persönlich möchte sowas nicht sehen. Nicht in der Bundesliga und schon gar nicht bei unserem Club. Ja, Alaba. Ja, keine Ahnung. Man kann es irgendwo auch verstehen, wenn er nochmal woanders hin möchte, wo er vielleicht einen anderen Stellenwert hat. Bei uns ist es ja immer so ein bisschen schwierig mit den Leuten, die aus der eigenen Jugend sind, so stellenwertmäßig. Weiß ich nicht, ob das bei ihm auch so ist. Keine Ahnung. Ja, ich mache mir aber so auf der Innenverteidigerposition eigentlich keine Sorgen. Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Klar, man weiß nicht, was noch alles, ob der Boateng geht, ob er bleibt, ob er, was weiß ich, was weiß man alles nicht. Aber der Süle kommt wieder. Ja, zur Not der Pavard kann das auch spielen. Und ja, ich weiß nicht, was jetzt mit den Franzosen ist, den Jungen, den wir da noch verpflichtet haben. Oder haben wir ihn noch nicht verpflichtet? Keine Ahnung, das steht auch irgendwie in den Sternen. Ist ja auch ein Innenverteidiger. So, ansonsten haben wir noch den... ich weiß gar nicht, wie er hieß da. Wir haben ja noch diesen Ami da, der kann auch Innenverteidiger spielen, ist auch ein Defensiver, also von daher, ja. Aber klar, so wie der Alaba die Rückrunde gespielt hat, ja, musst du ihn halt eigentlich einfach halten. Ja, aber klar muss man auch sagen, gerade auch durch die Corona-Krise, die nun mal einfach da ist, fand ich schon beim Neujahr ein bisschen schwierig, ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt seine Vorstellung durchgesetzt hat, aber da ist natürlich keine Alternative gehabt, ja. Ich meine, da haben sie auch versucht, das Gehalt zu drücken. Ich denke, das wird ihr nicht gelungen sein. Ich denke, der Neuer wird das gekriegt haben, was er gefordert hat. Ja, aber du hast einfach keine Alternative. Ja, klar, wir haben den komischen Schalker da gekauft, aber ich bitte euch, da ist ja in dem Zustand, wie der von Schalke kommen wird, ist ja natürlich keine Alternative, ja. Und das wird beim Alaba ein bisschen anders sein. In der Innenverteidigung haben wir Alternativen, vor allem wenn der Hernandez auch bleibt. Von daher spannende Sache. Ja, ich würde begrüßen, wenn beide bleiben würden. Ich glaube aber nicht wirklich dran, dass beide bleiben werden. Wie gesagt, beim Thiago denke ich, könnte es echt damit zusammenhängen, dass so alle Spanier dann irgendwann weg sind. Und ja, vielleicht spielt das einfach eine Rolle, so halt auch privat gesehen und sowas, weißt du. Weiß man ja nicht, steckt man nicht drin. Ansonsten bin ich gespannt, wen wir verpflichten. Da steht ja auch alles in die Sterne. Ich bin gespannt auf die Preise, auf die Entwicklung am Transfermarkt. Ich meine, Chelsea hat das jetzt nicht wirklich gejuckt mit dem Werner. Haben die mal eben so sich mal eben kurz gesnackt. Und wenn man das so hört, werden die auch weiterhin die Kohle rausballern. Generell England denke ich nicht, dass die da irgendwie so Corona-bedingt
da runterfahren. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, das war's, Leute. Mehr habe ich nicht zu sagen. Soll es irgendwas geben in Richtung Transfers oder sowas? Und ich meine, das wäre ein Video wert, wenn ich dazu noch ein Video mache. Ansonsten Pokalfinale, klar, danach gibt es nochmal ein Video. Dann haben wir ja erstmal einen Monat Pause bis zum Spiel gegen Chelsea am 7.8. Da gibt es natürlich nochmal einen Bayern-Talk und dann natürlich zur Champions League. Und wie gesagt, zwischen Pokalfinale und Champions League werde ich auf jeden Fall nochmal so ein Bundesliga-Talk raushauen. Ja, ich denke, das ist so, was passieren wird. Gut, Leute, falls ihr das Video heute noch seht, was ich nicht glaube. Ansonsten wünsche ich auch, wenn doch, wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Soll es in der kommenden Woche sehen, wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt gesund und ja, ich hoffe, ihr fiebert alle beim Pokalfinale mit. Drückt unseren Club die Daumen und dann hören wir uns, sehen wir uns oder mich nach dem Pokalfinale wieder. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Ciao.